Ja, ja, ich weiß ja, du bist da und ich bin auch wieder da, liebe Kinder. Ich bin hier der Klaus-Peter mit dem Floh im Ohr und Pumpeline sagt auch guten Tag und Wuffi kriegt einen Bussi und Pumpeline setzt sich jetzt dahin. Ja, liebe Kinder, ich hoffe, dass es euch gut geht, dass es dir gut geht, dass es deiner Familie gut geht und heute habe ich wieder ein paar kleine Geschichtchen zum Vorlesen mitgebracht. Der Riesensee. Wenn alle Seen wären ein See, herrje, wär das ein Riesensee. Wenn alle Bäume wären ein Baum, herrje, wär dies ein Riesenbaum. Wenn alle Äxte wären eine Axt, herrje, wär das eine Riesenaxt. Und wenn, dann nähme der Riesenmann in beide Hände die Riesenaxt und schlüge um den Riesenbaum und schmiss ihn in den Riesensee. Herrje, herrje, herrjemine, der Riesenspritzer im Riesensee. Und jetzt etwas verkehrte Welt. Pass mal schön auf, ob du das auch verstehst. Wuffi passt auch auf. Des Morgens, wenn ich früh aufstehe, des Morgen, nein, ich muss nochmal anfangen, verkehrte Welt, des Abends, wenn ich früh aufstehe, des Morgens, wenn ich zu Bette gehe, dann krähen die Hühner, dann gackelt der Hahn, ja, dann fängt das Korn zu dreschen an. Die Magd, die steckt den Ofen ins Feuer. Die Frau, die schlägt 3 Suppen in die Eier. Der Knecht, der kehrt mit der Stube den Besen. Da sitzen die Erbsen, die Kinder zu lesen. O weh, wie sind mir die Stiefel geschwollen, dass sie nicht mehr in die Beine nein wollen. Nimm 3 Pfund Stiefel und schmiere das Fett, dann stelle mir die Stiefel vor das Bett. Und jetzt kommt was über Schweinchen. Ja, eine kleine Schweinerei. Die 3 jungen Schweinchen. Es waren einmal 3 junge Schweinchen. Eines Morgens sagte ihre Mutter, ihr müsst jetzt gehen und euer Brot selbst verdienen. Da machten sich alle 3 auf. Das erste Schweinchen begegnete einem Mann, der ein Bündel trug. Es bat ihn, bitte, gib mir doch ein wenig Stroh, ich will mir ein Hüttlein bauen. Der Mann gab dem Schweinchen Stroh und es machte daraus ein Hüttlein. Bald kam ein alter Wolf daher. Er klopfte an die Tür und sagte, Schweinchen, Schweinchen, mach mir auf. Aber das Schweinchen antwortete drauf, nein, nein, bei meinem Rüsselein, du kommst mir nicht ins Haus herein. Der Wolf sagte, dann hauch ich und fauch ich, dann pust ich und pust ich, dann blas dein Haus um. Und er hauchte und fauchte und hustete und prustete, da fiel das Hüttlein um. Dann fraß er das Schweinchen auf. Das zweite Schweinchen begegnete einem Mann, der hatte einen Karren voll Stangen. Er sagte, bitte, gib mir ein paar Stangen, ich will mir ein Hüttlein bauen. Der Mann gab dem Schweinchen von den Stangen und es baute sich daraus ein Hüttlein. Dann kam der alte Wolf daher. Er klopfte an die Tür und sagte, Schweinchen, liebes Schweinchen, mach mir doch auf. Das Schweinchen aber sagte drauf, nein, nein, bei meinem Rüsselein,
du kommst mir nicht ins Haus herein. Der Wolf sagte, dann hauch ich und fauch ich, dann hust ich und pust ich und blas dein Haus um. Und er hauchte und fauchte und hustete und pustete. Da fiel das Hüttlein um. Dann fraß er das Schweinchen auf. Das dritte Schweinchen begegnete einem Mann, der hatte eine Fuhre Backsteine. Es sagte, bitte gib mir ein paar Backsteine, ich will mir ein Hüttlein bauen. Da gab der Mann dem Schweinchen von den Backsteinen, und es baute sich daraus ein Hüttlein. Dann kam der alte Wolf daher. Er klopfte an die Tür und sagte, Schweinchen, liebes Schweinchen, oh, mach mir doch auf. Das Schweinchen aber sagte drauf, oh nein, bei meinem Rüsselein, du kommst mir nicht ins Haus herein. Der Wolf sagte, dann hauch ich und fauch ich, dann pust ich und hust ich und blas dein Haus um. Blas nur, blas, du kannst mein Hüttlein nicht umblasen. Und der Wolf fing an, zu hauchen und zu fauchen, zu husten und zu pusten. Aber das Hüttlein fiel nicht ein. Dann sagte der Wolf, Schweinchen, ich weiß einen schönen Rübenacker. Wo ist er? Fragte das Schweinchen. Drunten im Feld, sagte der Wolf. Willst du mit mir gehen? Ich hole dich morgen früh ab, dann können wir uns Rüben holen zum Mittagessen. Recht, sagte das Schweinchen. Um wie viel Uhr wollen wir gehen? Um 6 Uhr, sagte der Wolf. Das Schweinchen stand um 5 auf und ging ins Feld hinunter. Es holte sich Rüben und lief heim. Der Wolf kam um 6 Uhr, klopfte an und fragte, Schweinchen, bist du fertig? Ich bin schon um 5 gegangen, sagte das Schweinchen, und ich habe einen Topf voll Rüben. Der Wolf ärgerte sich, doch er sagte, Schweinchen, ich weiß einen schönen Apfelbaum. Wo ist er? Fragte das Schweinchen. Drunten im Garten, sagte der Wolf. Willst du mit mir gehen? Ich hole dich morgen früh ab. Ich komme um 5 Uhr. Dann können wir uns Äpfel holen. Recht, sagte das Schweinchen. Diesmal stand das Schweinchen schon um 4 Uhr auf. Es ging in den Garten, füllte sein Säcklein mit Äpfeln, und als es vom Baum heruntersteigen wollte, sah es den Wolf kommen. Der Wolf war sehr böse, aber er sagte, Schweinchen, sind die Äpfel gut? Sehr gut, sagte das Schweinchen. Ich will dir ein paar herunterwerfen. Und es warf die Äpfel weit hinaus. Der Wolf lief und las sie auf. Währenddessen rannte das Schweinchen nach Hause. Am nächsten Tage kam der Wolf wieder und sagte, Schweinchen, wir wollen miteinander auf den Jahrmarkt gehen. Recht, sagte das Schweinchen. Um wie viel Uhr? Morgen früh um 3, sagte der Wolf. Ich hole dich ab. Aber das Schweinchen stand um 2 Uhr auf, ging auf den Jahrmarkt und kaufte ein Butterfass. Als es auf dem Heimwege war, sah es den Wolf kommen. Es erschrak und versteckte sich im Butterfass. Das Butterfass aber fiel um und rollte den Hang hinunter. Dies sah der Wolf, bekam Angst und lief heim. Am nächsten Morgen ging der Wolf vor das Hüttlein des Schweinchens und sagte, Schweinchen, ich wollte zum Jahrmarkt gehen, aber unterwegs begegnete ich einem großen, runden Ding. Das machte mir Angst und ich lief heim. Das bin ich gewesen, ich habe dir Angst gemacht, sagte das Schweinchen. Ich ging um 2 Uhr auf den Jahrmarkt und kaufte ein Butterfass. Auf dem Heimweg sah ich dich kommen, da sprang ich in das Butterfass und es rollte den Hang hinunter.
Jetzt war der Wolf aber bitterböse. »Warte nur, du! Ich komme durch deinen Kamin hinunter und dann fresse ich dich auf!« Das Schweinchen machte Feuer an und hängte einen großen Topf voll Wasser darüber. Bald hörte es den Wolf zum Kamin hinunterrutschen. Schnell nahm es den Deckel vom Topf, da fiel der Wolf hinein. Und das Schweinchen hatte ein gutes Nachtmahl. Na, ich weiß nicht, ob ich einen Wolf essen wollte, auch als Schweinchen nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, liebe Kinder, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir und deinen Lieben alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und Abstand halten, aber trotzdem mal an die frische Luft gehen und denkt dran, wir sehen uns bald wieder mit Wuffi, mit Pumpeline und dem Hahn und der Ente. Quack, 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 quack. Ja, ist gut, ist gut. Jetzt fallen sie alle noch runter. Ich sag jetzt mal Tschüss.